Der Plattkeller-Stammtisch aus dem katholischen Bildungswerk Wuppertal Solingen-Remscheid. Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zurück beim Plattkeller-Stammtisch und zu unserer Sendung Platt gesagt. Ich bin Emily, das Ganze moderiert der Juri mit mir zusammen. Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht an der Audioqualität merkt, sind wir wieder nicht im Studio, sondern nehmen die Folge heute wieder aus dem Homeoffice auf. Wir hoffen aber, dass das im nächsten Monat dann wieder aus dem Studio klappt. An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich beim Sebastian bedanken, der für uns mittlerweile so eine Art ungewollte Managerrolle übernommen hat, weil er uns netterweise sehr hinterherläuft, was die Abgaben angeht für die Sendung, sowie uns auf dem meisten Stand hält über die Beschränkungen bezüglich Studio aufzunehmen, aber gleichzeitig auch am Ende dann dafür verantwortlich ist, dass die Folge so in der Art und Weise an den Sonntagen dann erscheinen kann. Ja, die Krise hat natürlich, wie Emily gerade schon angedeutet hat, auch Auswirkungen auf unsere Sendung, denn wir können uns nicht mehr mit Leuten treffen, um Dinge aufzunehmen. Wir können nur noch mit 2 Personen ins Studio und wir können natürlich auch nicht an Veranstaltungen teilnehmen, wie wir das schon mal gemacht haben. Die fallen natürlich auch aktuell leider aus. Trotzdem haben wir es möglich gemacht, dass heute ein besonderer Gast dabei ist, den sicherlich die allermeisten kennen werden. Bleibt also gerne dran. Ja, die Krise hat natürlich auch Auswirkungen auf unser ganz persönliches Leben. Das heißt zum Beispiel bezogen auf die Uni, dass Dozentinnen und Dozenten jetzt natürlich vermehrt auf Studienleistungen oder Abgaben setzen, um zu gewährleisten, dass der Lehrstoff auch von allen zu bewerkstelligen ist. Außerdem eine ganz neue Situation mit den Online-Vorlesungen und Online-Kursen, in die man sich auch erstmal reinfinden muss und die Technik dahinter verstehen. Genau. Das hat natürlich auch alles Auswirkungen auf unseren Alltag und auf die Kapazitäten, die wir haben. Da ist es natürlich schwierig, dann alles unter einen Hut zu bekommen, eine ganze Folge zu füllen. Aber wir hoffen, dass wir das ganz gut hinbekommen. Und wie ist das eigentlich bei dir, Juri? Ja, bei mir ist es auch ziemlich schwierig, weil unimäßig ist es natürlich eine Umstellung, auch im Alltag natürlich beim Einkaufen oder beim Busfahren eine völlig neue Situation. Und Sport treiben kann nur noch alleine zu Hause passieren und mit Freunden treffen wird natürlich auch schwierig in dieser Zeit. Wie geht es euch eigentlich mit der neuen Situation? Kommt ihr eher gut damit klar oder ist es für euch auch sehr schwierig? Schreibt uns da gerne, wenn ihr was auf dem Herzen habt, oder macht es auf eine andere Weise und äußert uns Musikwünsche oder Themenwünsche, da freuen wir uns sowieso immer drüber. Und wenn das dazu beitragen kann, die Laune jetzt ein bisschen zu heben, erst recht. Genau, an dieser Stelle nochmal der Verweis auf unsere E-Mail-Adresse, die ist plattgesagt@gmx.de. Da nehmen wir sehr gerne alle eure Vorschläge, Ideen, Inspirationen etc. an. Ja, und weil wir natürlich auch nicht die ganze Zeit miesepetrig sein wollen, wollen wir es jetzt auch mit dem Thema Corona gut sein lassen und in die Mai-Folge starten mit ein bisschen besserer Laune, als sie in den Nachrichten dieser Tage zu finden ist. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Ihr hört Platt gesagt beim Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4 und damit zum Thema unserer heutigen Folge. Wir hatten von mehreren Stellen den Wunsch erhalten, in einer Plattkeller-Sendung auch mehr Platt zu sprechen. Weil wir selber ja kein Platt sprechen können, sondern nur lesen und verstehen, war das bisher schwierig. Wir haben aber gesagt, wir können ein paar mehr Beiträge auf Platt bringen. Deswegen wollen wir welche vorlesen heute. Und einen habe ich mitgebracht von Edwin Markert. Der ist schon lange als Plattkeller aktiv und seine Texte sind nicht nur in der Kronenberger Woche zu finden, sondern auch beim Mundartabend. Da hat er einen vorgetragen, der heißt Ob der Pätskar. Nüngt in Hongerdröm, wo dat mit dem Engeil noch anger schwielt. De Kerl, et wurde Aul Benschet vom Hannerberg, hat en Wenkelsladen, fuhr ewer Uhr mit Pät und Wagen über de Strote, van Oven Ronger Riepe, Äpel, Kappes, Brumen, Olk, Krenten. Dann kloppten he bi den Kunden an de Dür und verkaut sin Krömken. An den Kneipen hiel he an, versobt do sin verdendes Geilt. He war bekannt wegen sinner Wenkels war, genauso wie van sinner Supperei. De Ol Benschet hat ne Frau, en Hus und 7 Blagen. All mussen met anpacken. Denn dat Leben war auch damals arg dür. Sin Frau stong hänger de Ladentheke und he trock mit de Pätskar los. Wie gesagt, hiel he an jeder Kneipe an, wo en Töscher sin Pät all van selber stond blieb.
Doch wat magten die angeren Lüt, die in Kanken? Die mussen dem aulen Benschet n Strich spielen. Wenn hier auch voll dronk, in der Kneipe han se en richtig besopen gemacht, dann sind die Kerls vor de Tür gegangen und han dat Pät unter Deichsel gespannt, dann verkehrt mit dem Kopf no dem Bock wie Renngedon. Der Aul Benschet wohl wieder, komm no en Töscher dreht besopen ut der Kneipe, dann satten he sich ob den Bock seiner Pätskar und kirk seinem Pät röstig in de Urgen. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Zurück bei Platt gesagt. In der heutigen Folge haben wir euch ja ein paar verschiedene Beiträge ob Platt zusammengestellt. Gerade haben wir einen davon gehört, und zwar von Edwin Markert, den er uns freundlicherweise für unsere Sendung heute zur Verfügung gestellt hat und den Juri ja gerade vorgetragen hat. Da ging es um den Kaufmann Benschet, der mit seinem Pferdekarren durch Kronenberg zog und dabei an jeder Kneipe anhielt. Als er allerdings einmal wieder betrunken von der Theke kam, hatten ihm die Leute das Pferd in der Deichsel umgespannt, sodass er ihm beim Aufsteigen plötzlich in die Augen schaute. Wir sind aber ja wie angekündigt nicht die einzigen, die heute sprechen werden, sondern wir haben trotz Corona einen Gastsprecher. Im Januar durften wir ja hier von Vera Pickard-Putsch und Karl-Heinz Dicke übernehmen und letzterer hat für uns einige Texte zusammengestellt, die er heute vortragen wird. Dafür bedanken wir uns natürlich ganz herzlich und wir wünschen all denen viel Spaß, die eben hier schon häufig in früheren Plattkaller-Sendungen zugehört haben. 1986 wurde in Kronberg der erste Mungart-Wettbewerb ausgeschrieben, an dem ich mich dann beteiligt habe mit im Garten Eden. Wenn ich so sinnend denk zurück, dann höre ich Kinder quietschen. Für lauter Seligkeit und Glück, sie lachen und sie quietschen. So vieles können wir in den Sinn, war das schon all gegeben. Und schnell sind ich wieder mittendrin in meinem Kinderleben. Das Kronberg war meine ganze Welt, ob die ich vorgetreten. Das Dorf, der Busch, die Wies, das Feld, das war mein Garten Eden. Es ging ich ob den Bordstein Sod und großen mit den Finger in Grötenwater, Kuffermut wie all die lieben Kinder. Im Rotbusch sod ich in dem Weg, wie Gott mich het geschaffen. Und det ma unter Dur so Blegen, Pipken, Münstier paffen. Ich spielte gern mit dem Kibbelbank, det musst du mit verriesen. Fuhr jeden Tag nur engelang vorbei am Blumenwiesen. Die Yacht ist ob, Halli, Halla, ich komm im Flitzebogen und dem fernen Afrika in hier mit lang getogen. Ich hülden um Duren Spatz und der den schön bestaan. Und brok es Krutzke für den Fratz vom Thun zwei große Lahn. Im Siepen, du war Kanada, do det ich Brennwurz schlagen. Und det mit meinem Opapa die Muken heimwärts tragen. Ich schmied mit dem Knöppel Bieren auf, ich mag Flöhen, Huppen. Die Strickholzschachtel wurde im Graf für meine Sammlengruppen. Mit Hultgewehr han es Soldaten hier mit ich verteidigt. Und stung der Feind Schut noch grad, dann ging ich ihm beleidigt. Du nahm die Mam mich in den Arm, det wäschen mich verbingen. Und lor im Bettchen ich dann warm, det sie ein Schloblied singen. Am Fußende von dem kleinen Bett, du sot ganz still für sich, ein Engelchen und lachten nett. Das hat behütet mich. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Zurück bei Platt gesagt auf der 107.4. So, zuallererst möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken für diesen schönen ersten Beitrag, der meiner Meinung nach einen sehr nostalgischen Blick in die Kindheit und die kindlichen Gedanken meines Opas gegeben hat. Das fand ich total schön, daraus diese Verbindungen zu merken zur eigenen Kindheit, denn auch er hat versucht, diese gelebten Erinnerungen aus seiner Kindheit mit uns zu teilen und ist viel mit uns in der Natur gewesen, hat auch Huppen gemacht und uns das Lied dazu beigebracht. Wir sind viel gewandert, zum Beispiel zur Fauna in Solingen-Gräfrath. Und er hat uns natürlich auch mündlich viele seiner Geschichten weitererzählt und somit Einblicke in seine Kindheit gegeben. Aber ich finde es einfach sehr schön, da ein Teil von zu sein und daran teilnehmen zu dürfen. Und ich habe die Hoffnung, das eines Tages dann auch weitergeben zu können. Genauso wie das Platt, was meinem Opa ja sehr am Herzen liegt. Was ich hoffe, durch die Sendung hier auch besser zu lernen, dass ich das eines Tages eben auch weitergeben kann.
Ja, das finde ich eine schöne Perspektive darauf. Spannend, das auch nochmal aus deinem Blickwinkel zu hören. Ich finde vor allem interessant, dass das Platt ja total mit diesen familiären Bindungen, mit diesem Zuhause-Sein verbunden ist, wie wir das ja schon mal in den letzten Sendungen festgestellt haben. Ein paar weitere Gedanken zum Platt wurden uns übermittelt und die wollen wir uns jetzt zusammen anhören. Ich will mit dem Fäschchen von Emil Christians beginnen. In Sproke, grad und deftig, wenn ihr noch kort und kräftig dem Angern seht beschiert. Und geht's doch von der Tungen so sachte, wenn ein Jungen wie sie im Wehen steht. Us Munkartsproke ist so ein herrlich Instrument, und wenn man nicht direkt all Register trägt, die auch get darf herkommen können, ist sie ein Kommunikationsmittel bester Güte. Sie geht hiermit und hat so viel Charme. Man kann Jümmesen die Meinung sagen, ohne Ente verletzen. Ehrlich und somit Lebte durchdrungen, kann man Jümmes ihnen unter der Weste döllen. Ja, sogar Drietasch für ihn sagen, dass es gegenüber trotzdem von Herzen lachen kann. Ich kann nur wirklich nicht alle Farbnuancen abteilen, die aus dem Platt innewohnen. Man muss die Sprache kennen und können. Ich muss nur sagen, wie es ist. Ganz rasant hat die Teil derer abgenommen, die so glücklich mit dieser Sprache waren. Ja, die zum ganz normalen Leben gehört. Mit der Schule kam dann auch das Hurdeutsche für mich ins Leben. Gut modern und jederzeit, das ist jetzt Aussprache. Da wurde nicht hängerfroht, ist sie ehrlich, charmant, lieb und geradegut. Und heute sehen sich die Leute doch noch nur der alten Mungart. Da ist doch geht, was sie da hintrecken lässt. Ich glaube, es ist das die Hiemen sind. Töscher den Aulen, töscher den Früngen, im ganzen Charme vergangener Seligkeit. Und wir möchten doch erschreckt erkennen, dass es so nicht mehr sein kann. Wenn es nicht mehr so gewöhnt im Großen. So ein Hang voll geht es ja noch, die Mungart Obreiter haulen. Doch da sind da halt Tischen, da merkt man, und das ist ja auch den jüngeren Jahrgängen nicht zu verdenken, dass es halt geht wackelt. Will man eine Hülpe geben, doch sind sie mit Unger ever in der Ihr angekratzt. Die anderen sagen, lotse doch, Hauptsache ist doch, und so wieder. Will ja bloß sagen, so geht unser Platt in die Binsen. Und Döckes han ich jo deswegen alt gejummert. Nützt aber alles nix. Man hätt uns Sprache es zweite in der Schule beibehalten mögen. Da löcht sie jetzt auch nicht erst stiefgängig im Sterben. Drums willen noch ein Fäsch, den ich alt als Gratulation den Rangstrapper mischen für 35-Jähriges im März 2015 in das Album schrieb. Also auch als Schnee von gestern. Und wenn sich durch Kulturamtsmötig nimmes drum kümmert, setzen wir aus Sprache bauen Gedenkstehen. Gratulation und Mahnung. Ich gratuliere von Hatten den Mungart-Treuen, die noch verblieben, und den Panölen. Für Wieten, es hätt sich wahrhaftig gelohnt, dat treu für der Sprache daheim stand. Sprache daheim, das Erf unserer Aulen. Wir gehen han vier in ihren gehaulen, dat, wat wir in Tiden es bi en versoten, gelehrt, gelieft und nie mehr gelohnt. Min Sprache te kallen, es das Normalste der Welt, und lohnen sollen für gar kein Geld. Ohne min Sprache wär ich sterbeskrank. Dat wär wie, es hätt ich kein Himmel lang. Wie Döckes han für uns in Erde Samen gefangen, gelacht, gehüllt, vertraut und gesungen. Ich wünsch uns von Hatten reit viel Glück, dass es mit unserer Mungart doch noch ein Stück in aller Manier gut wiedergeht. Doch über das wieder wird ja jeder Bescheid. Wenn nicht mehr geht, soll jeder wieten, us Aulen het nimmes Geld für zu schmieden. Vier Hand gerett, wat te retten war. Drum mahne für noch eins, ehrlich und klar. Es soll sich später nimmes beschweren und ans zu fragen, was soll da nu wären? Mit uns stirbt die Mungart, wann nimmes sie mir will. Gedenken erwähnt es in aller Still.
Durch den Denkstil zu sehen, der Sprache des Lebens, ist grad wie drum Hühlen, dann völlig vergebens. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Ihr hört Platt gesagt beim Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. So, jetzt haben wir ja schon einige sehr schöne Beiträge gehört und wir wollen auch direkt weitermachen mit einem weiteren Beitrag, der uns wieder netterweise von Karl-Heinz Dickinger, meinem Opa, zur Verfügung gestellt wurde. Der ist etwas kürzer, es handelt sich um ein Gedicht, das heißt Mien Dorp und das werde ich euch jetzt einmal vorlesen. Mien Dorp, umkränzt von Bosch und grünen Matten, stiert mien Dorp im Bergischen Lang, und der Eke, ihrem Schatten, reckt sich de Kirke, hu und schlank. Do drumherum stünd use Hüser, verwenkelt und so nett verdrümmt, gebaut mit Balken, Liemen, Rieser, wat alles so en Fackwerk hümmt. Der Weder sieht, es schwatt beschlagen, mit Laien gegen Rehn und Wenk. Auch wann de Wolken Juppe jagen, es hie geborgen jedes Kenk. Den Wenkel und die klärenden Stroten, den Höfger also schön und still. Ach Krumbrech, ich kann dich net loten, an dich ich immer denken will. Auch ich habe noch einen weiteren Beitrag vom Mundartabend 2009. Den hat Iris Koch vorgetragen und den würde ich euch zum Abschluss unserer heutigen Plattbeiträge gerne vorlesen. Der Staubsauger. Ming aul Staubsauger dedet nit mehr. Et goven Knall und et stonk erbärmlich, dat Ding war kaputt. Et muss en neuen her. Also gong ich in de Stadt, te kieken, wat für ihr nun mehr gefallen det. Nee, der Richtige war nit dobi. Te hiemen fiel ma Katalog vom Otto versank in de Heng. Do wore, do führen ob dem Bild, de küren ma gefallen. Do stong, dat dat Ding auch ökologisch gut wär. Der Staubsauger wird kein Büdel mehr broken, dat wird auch Kosten sparen. Kotterhank, ich han dat Ding bestaut. Ein paar Tag später kommt dat Paket an. Als Extra war do ein roten Dövel als Stoffpoppe bi. Dat war ein Werbegeschenk, weil der Staubsauger den Namen Dirty Devil, dat is übersatt Drecksdövel oder dreckiger Dövel, het. Rasch war dat Paket utgepackt. De Anleitung gelesen und zusammenbebaut. Ut Plastik sind sie jo all, und man überlädt all beim Zusammenbauen, wie lang dat Ding weil das mal haut. De Bürste und so ne Düse, in den Ritzen vom Sofa zu sugen, wurd nur oben an der Teleskopstang in so ne Halterring ut Plastik reingeschoben. Wenn dat man hault, dat ich. Nur 2 Tagen war der Halterring durchgebrochen und de Bürste und de Düse mussen so mitgenommen werden. Nur ihrer Weken liet sich de Teleskopstang nit mehr in den Staubsauger steken, denn dat Plastikdeal war afgebrochen. An die Stang mit dem Schlauch hatte ich nur 'n Bengel gemackt und Hänger der Kellerdüren an ihnem Nahl festgebongen, damit der Staubsauger stond blieb. Dat Kabel, wat in dem Suger sich rollten sich Kotteltit später nit mehr ob. Dat Kabel wurde also auch von Hang abgerollt und mit 'nem Bengel an dem Nahl festgebongen. Dat Pöttchen im Staubsauger, wo drinnen der abgesuchte Dreck reingesucht wurde, war nit deite. Der halbe Dreck war also im Staubsauger verdellt, so völtem Sparen von den Büdeln. In dem Pöttchen war auch noch ein Lamellenfilter und Pappendeckel, so stonget in de Beschriebung. Den soll man, wenn man dat Pöttchen in den Mülleimer utschodden dät, gekloppen. Ich schott dat Pöttchen ut und kloppten auch den Lamellenfilter ut. Schwupp war dat Pappding druten in de groden Mülltonn gelandet. Ich han de Mülltonn gekippt, an dat verdammte Drietding zu kommen. Als ich dat Rot geangelt hat, han ich mir dat Eis genau bekirken. Dat Ding war auch nur engekläfft, dat kon nit lang haulen. Ein paar Tag han ich mir dat noch angekieken, dann packten mich einfach de Wut. De verdammte Drecksdövel. Ich han den ganzen Staubsauger wieder engepackt und einen netten Brief dobier geschrieben, dat ich so'n Deal nit broken könn, wat in Kottertiert oder Nanger fällt. Ich sinn, wie lang mir nö Staubsauger haut. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Ihr hört platt gesagt auf der 107.4. So, jetzt hatten wir also wieder mal mehr Mundart beim Plattkeller-Stammtisch. Danke an die 3, die uns die Texte zur Verfügung gestellt haben. Wir hoffen, euch hat's gefallen und wir würden uns natürlich sehr über Rückmeldungen freuen. Falls jemand noch eigene Texte, Geschichten oder Gedichte hat, die in der Sendung vorstellbar sind, dann schickt die uns auf jeden Fall gerne zu. Wir sind da froh, wenn wir das Ganze in die Richtung
stärker vorantreiben könnten. Und eins noch am Rande, ich hoffe, dass die Plattcolor-Profis uns Anfängern eventuelle Fehlerchen aus der heutigen Folge, aus unseren Beiträgen verzeihen. Ja, und obwohl die letzte Folge ja nicht so lief wie gewohnt, Corona-bedingt, hatten wir dennoch ein Quiz für euch vorbereitet. Im Laufe der Monate haben wir ja schon spannende Sachen rausgefunden, zum Beispiel was Pottgeschrebbel, Sirverklötzgen oder Kuselemusch bedeutet. Es ist sehr schön, dass wir da immer Resonanz kriegen. Jetzt also das Wort aus der letzten Folge, das wir gerne auflösen würden. Eine richtige Lösung hat uns auch diesmal erreicht. Wir hatten nach der Bedeutung von Mönkesmotte gefragt und das Wort heißt so viel wie mundgerecht oder in mundgerechte Häppchen geschnitten. Natürlich gibt's diesmal auch wieder ein neues Quiz. Mit einem neuen, nicht allzu alltäglichen Wort, ob platt, das wir euch jetzt erraten lassen möchten. Wahrscheinlich ist das schon deutlich schwieriger, denn es geht um Zammelgag. Wir sind wirklich mal gespannt, wer das weiß. Uns war sogar schon die hochdeutsche Übersetzung kein Begriff. Also diesmal quasi erst recht für Fortgeschrittene. Aber wer weiß, vielleicht wissen es ja einige schon. Wer also das Wort Zammelgag kennt oder meint es zu kennen, kann uns gerne eine Mail schicken. Wieder wie immer an plattgesagt@gmx.de. Ja, ihr wisst ja, das Quiz bedeutet auch immer das baldige Ende jeder Folge. Wir hoffen, in dem Format mit mehr Platt hat es euch gefallen. Das ist ja nicht nur interessant zu hören, sondern hilft uns auch selber beim Lernen. Das heißt, wir haben auch was davon. Wie gesagt, wenn es Themenvorschläge gibt oder Texte, die ihr teilen möchtet, immer gerne her damit. Wir würden uns freuen, wenn sie in unserer Sendung Platz finden. Aber auch wenn ihr auf dem Mundartgebiet noch nicht so bewandert seid, stellt gerne Fragen oder sagt uns, worauf wir genauer eingehen sollen. Natürlich ist aber auch konstruktive Kritik genauso willkommen. Genau, wir wollen ja die Sendung nicht nur für euch, sondern vor allem mit euch gestalten. Übrigens, damit ihr einen Überblick bekommt, wie wir die künftigen Folgen aufbauen wollen, hatten wir uns überlegt, eine grobe Struktur schon mal mit euch zu teilen. Wir haben ja in der vorletzten Folge ein sehr komplexes und aufwendiges Thema besprochen. Da ging es um das Thema Heimat. Und das ist ja sehr vielschichtig und vor allem emotional. Uns hat die Folge jedenfalls, wie vielen anderen von euch, sehr gut gefallen. Wir verstehen aber auch, wenn ihr euch ab und zu etwas Abwechslung und leichtere Kost wünscht. Deshalb haben wir uns überlegt, zu versuchen, diese beiden Kategorien ein bisschen mehr in Einklang zu bringen, sodass wir möglichst abwechselnd mal mehr philosophischere Themen auf Hochdeutsch mit Plattbezug und, so wie heute, eine Mischung aus verschiedenen Beiträgen auf Platt bringen. Dazu verfolgt doch gerne unsere Facebook-Werbung, die euch immer schon einen Hinweis auf das Thema der nächsten Folge gibt. Auf Facebook heißen wir einfach Plattgesagt. Und es gibt eine wichtige Neuerung. Ihr habt nämlich ab jetzt endlich die Möglichkeit, alte oder verpasste Folgen auf YouTube nachzuhören. Wir hoffen, sie zukünftig auch auf Plattformen anzubieten, wo man sie als Podcast herunterladen kann. Aber YouTube ist ja schon mal ein guter Anfang. Genau, da heißen wir übrigens auch, wie überall, Plattgesagt. Darunter findet ihr die alten Folgen. Und damit sind wir schon am Ende der Mai-Folge angelangt und verabschieden uns. Bis zum Juni. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und behaltet die gute Laune bei. Und falls die mal schwinden sollte, könnt ihr ja jetzt mit unseren YouTube-Folgen entgegenwirken. Also bis dann. Ja, okay.